Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind ja gerade frisch aus dem Schlund eigentlich entkommen und sind jetzt in Oribos. Also was genau das auf sich hat, habe ich keine Ahnung. Also im Oribos, ja, Oribos heisst es. Wir sind ja vorher irgendwie da im Schlund rein gewesen, haben einen Call vom Kerkermeister und dann haben sie gemeint, das sei nicht möglich. Aber für das müssen wir jetzt erstmal mit versucht zu kommunizieren. Wo bin ich? Bin ich dem Schlund entkommen? Davon müssen die Aufseher sofort erfahren. Wieso? Kommt mit uns, Fremdling. Okay, let's go. Fremdling, nennen sie uns schon. Wir stinken nach dem Schlund. Unmöglich, dass wir aus dem Schlund gekommen sind. Wieso ist das? Ist das wirklich so einzigartig, dass man da aus dem Schlund rauskommt? Wir sind halt einzigartig. Wir sind der Schweizer. Die Berichte unserer Seher sind eindeutig. Der Schlund hat kurz gebebt, als hätte er auf eine Veränderung reagiert. Ja, denn wir sind gekommen, ja. Sicher ein schlechtes Omen. Was kann das bedeuten? Aufseher, dieser Fremdling ist am Stadtrand aufgetaucht. Ich glaube, es ist ein lebendiger Sterblicher. Mhm. Hä? Sprecht mit Kadalen. Unerwartete Wer ist Entwicklung. Wir bereiten den Kadalen Empfang ist sie. vor. Habt ihr hier das Sagen? Wo bin Wir ich? alle spielen unsere Rolle. Unmöglich. Wie kann ich euch helfen? Chris Beande. Die Außer möchten mehr darüber erfahren, wie ihr dem Schlund entkommen seid. Gesegnet Annehmen. sei ihre Ja, ich bin Stimme. dem Schlund entkommen. Jeder Diener in Oribos lernt, dass der Schlund undurchdringlich ist und dass seine bösartigen Seelen für immer eingeschlossen sind. Diese Flucht bedeutet vielleicht, dass das Gefängnis schwächer wird. Dann könnte der Verbannte... Kadelen, Kasher, gelobt sei die Vorsehung. Endlich regt sich die Richterin. Hä? Ich komme nicht raus. Die Richterin. Wer ist die Richterin? Was mag Das eure sind Vorsehung wundersame sein? Neuigkeiten, geehrte Stimme. Gerade gab es eine Störung am Rand des Schlunds. Dann Okay. tauchte dieses Wesen auf, das angeblich dem Schlund entkommen ist. Genau, genau. Ein Wir sind im Schlund entkommen. lebendiger Sterblicher. Seine Anwesenheit hier ist Vorsehung. Wenn die Richterin darauf reagiert hat, ist das vielleicht der Schlüssel zu ihrem Erwachen. Okay. Ist der Sterbliche solch einer Audienz würdig? Es könnte ein Spion des Kerkermeisters sein. Hä? Spinnst? Die Richterin urteilt über Seelen, Kasher, nicht wir. Ich werde unseren Gast zu ihr bringen. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Okay, alles klar. Also wir sind im Schlund gekommen, das ist irgendwie unglaublich. Ihre Stimme. Und wir müssen jetzt mit der Ich Richterin spreche für reden. die, Chris Beande, die Stimme der Richterin wünscht, dass ihr euch ihr in der Kammer der Richterin bis zu anschließt. unserem Let's go. nächsten Gespräch. Ich schließe mich euch an. Ich bete, dass die Richterin in eurer Gegenwart erwacht. Let's go. Vertraut Was ist auf das die hier für ein Ort? Vorsehung. Sie bleibt unverändert, still, Ah, die da. reglos. Bei eurer Ankunft in Oribos hat sich die Richterin das erste Mal seit vielen Zyklen bewegt. Ich hege die Hoffnung, sie erwacht und folgt wieder ihrer gesegneten Vorsehung. Worte können die Glorie von einst nicht erfassen. Tretet vor, damit ich es euch zeigen kann. Okay, also das ist die Richterin. Wir sind im Bereich von der Richterin, die ist nie Worte der erwacht Richterin. und hat irgendwie angefangen sich regen, weil wir aus dem Schlund gekommen sind. Let's go. Zahllose Äonen lang herrschte in den Schattenlanden perfekte Ordnung. Unendliche Nachleben mit Oribos, der ewigen Stadt,
als strahlendes Herz. Okay. Jeder Sterbliche kam vor die Richterin und in ihrer ewigen Weisheit erlebte sie jeden Lebensaspekt einer Seele. Mit diesem Wissen ließ sie jedem das Nachleben zu, das er verdient hatte. Bis eines Tages WTF? in diesem schrecklichen Moment wurde unsere Ordnung zerschmettert. Und so kam es, dass allen Seelen, gütig wie grausam, ihr gerechtes Nachleben verweigert und sie stattdessen zu ewiger Folter im Schlund verdammt werden. Holy shit. Das heisst, es gibt gar keine Seelen mehr, die Jetzt rein reisen die sind. Seelen voller Anima direkt in den Schlund. Alle Versuche, sie zu stoppen und die Richterin erwachen zu lassen, waren vergebens. Okay, in dem Fall. Ich bin bereit zu... Befinden sich ohne Anima im Griff der Willkommen Dürre. in In Oribos. dieser Isolation haben sich Angst und Unsicherheit ausgebreitet. Ach du Heilige. In dem Fall Quest beenden. Schicksal Bringt das leitet Fragment des euch Helms der an. Herrschaft an der Konsole an. Vertraut auf die Vorsehung. Okay, bringt den Helm der Herrschaft her. Geht ja voll ab gerade momentan. Hä, das ist doch kaputt. Wieso ist der wieder gegangen? Ah, eben. Nur ein halbes Teil. Nur ein halbes Teil. Ah, jetzt kommt er doch. Mir, Fremde? Was habt ihr nur getan, Sterbliche? Haltet ein! Ich bin Bolvar Vordragon. Diese Ritter und ich möchten helfen. Berührung des Schlunds lastet auch auf ihn. Aber wenn sie sich seinem Einfluss entziehen konnten, können sie uns vielleicht helfen. Okay. Wir haben den Bolvar persönlich jetzt angeholt, aber eigentlich hat er zuerst gar nicht mitwillen. So eine Nudel. Sali Bolvar, Quiz beenden. Errichte Portale, die zurück nach Azeroth führen. Ihr wollt einen Weg zurück ins Reich der Liebenden öffnen? Meine Güte! Oribos ist jetzt schon voll genug von Mittlern, die hier jeden Tag eintreffen. Okay, ja, von mir aus. Also, gehen wir nach draußen. Seid gastfreundlich. Ja, sind gastfreundlich. Heiland, sag Ich doch einmal. schlage vor, ihr errichtet die Portale dort, wo ihr angekommen seid. Vor der Stadt. Und dann versuchen wir, dass sie uns helfen können. Okay. Champion, sagt bitte, wo unsere Akolyten die Portale öffnen sollen. Okay, was... Oh, das ist aber ein geiles Reittier. Woher kommt denn das? Geil! Peliux. Mega geiles Reittier. Schon Level 60. Sind wir auch bald. Sind wir auch bald. So. Errichten wir das Portal. Jetzt muss ich da nochmal mit ihm reden. Beschwört die Portale hier. Ich habe schon zahllose Portale geöffnet, aber nie eins als Verbindung zwischen zwei Ebenen der Realität. Ich Okay. hatte gedacht, der Tod ist das Ende. Aber hier ist er offenbar eine Macht, die Neuanfänge ermöglicht. Ja, aber ich kann die Portale gar nicht benutzen. Also, ich meine... Oh, doch, das kann ich benutzen. Ah, das geht nach Ogrimmar und das nach Sturmwind, darum. Für je eins, okay. Und darum können wir nur eins brauchen, eine Richtung Ogrimmar. Hey, das geht hier voll ab, was wir da so alles erfahren. Also das heisst, die Richterin ist nicht mehr da. Die hat durch irgendeinen Schuss, den sie abbekommen hat, einfach alles... Hat die einfach alle Seelen dann nicht mehr können retten, blöd gesagt, und ihre Einteilungen machen, wie ich verstanden habe. Also was für Einteilung auch immer. Der Und, Vorsehung muss gefolgt Ja, werden. jetzt gehen alle in den Schlund, zum Kerkermeister. Quiz beenden! Der Stadt Besichtigt die ewige Stadt Oribos.
Also jetzt können wir da einfach mal ein bisschen umeinander gehen. Okay. Dann machen wir doch das einmal. Zuerst mal zu Nummer 1, Halle der Formen. Ring des Schicksals, sicheres Gebiet. Okay, kann ich da reiten? Da kann ich wieder, im Schlund habe ich nicht können. Okay, so kommen wir ja sicher schnell vorwärts. Dann können wir uns ja mal alles gemütlich anschauen. Die Halle der Formen. Okay. Ihr habt meine volle Was ist hier verfügbar? Aufmerksamkeit. Oh, jetzt habe ich lesen. Einfach, was ihr braucht. Hier haben wir Kunstwerkhalle gegründet. Zu eurem Vorteil natürlich. Wir Mitteln reisen sehr viel und lernen viele Dinge von allen Bewohnern der Reiche, die wir besuchen. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden die Treffenstein-Angebote zu unterbreiten. Unsere Mitglieder haben die verschiedenen Berufe gemeistert. Ah, das ist einfach so Wieder, wenn ihr etwas alle braucht. Berufsstellen. Okay. Also blöd gesagt haben wir da ein komplettes Lager von dem, was wir alles brauchen. Wahrscheinlich von Banken bis zu Lernen und allem drum und dran. Damit man natürlich auch seine Berufe nicht vernachlässigt und so weiter. Da haben wir gerade einen Schmied auf einem Reittier oben. Dann gehen wir doch gerade mal schnell noch unsere Rüstung reparieren. Ich habe ganz viele. Okay, danke dir. Und das ist der neue Stoff, Schleierstoff. Den können wir schon mal auf die Seite tun, den Rest verkaufen wir dann wieder. Was haben wir da? Das sind Bankier. Ja, das sind dann Banken. Bank. Ja, das ist einfach das Gebiet von der Bank in dem Fall. Das ist ein komplett neues Gebiet, das wir brauchen für alles mögliche an Sachen. Und mit Banken eingeschlossen, wahrscheinlich auch noch ein Aktionshaus. Und so weiter. Dann schauen wir einfach mal um. Schauen wir einfach mal gemütlich um. Was haben wir denn da? Die Ideale. Muss ich schon mit dem da Ihr schwätzen? verdient eindeutig nur das Beste. Was im Gasthaus willkommen heisst. Ah, das ist das neue Gasthaus. Dieses Reich Okay. Da haben wir das neue Gasthaus. Jetzt müssen wir aber da rüber. Können wir da rundherum laufen? Oder ist da zu? Nein, da ist zu. Dann müssen wir rundherum laufen. Es hat da wirklich mehrere. Aber da hinten raus müssen wir noch. Da hinten raus müssen wir noch. Schicksalsschreiber müssen wir noch reden. Wir wollen da noch mit dem Schicksalsschreiber reden. Mal schauen, was da außen ist. Sally, Willkommen was ist das hier für ein Ort? in ewigen Stadt. Dies ist die Prüfstein für Geister, die entfesselt werden. Der Schicksalsschreiber scheint euch einen Moment lang zu mustern. Ihr spürt eure große Macht, Schweizer. Obwohl ihr wieder und wieder mit dem Ende eurer Existenz bedroht wart, hat euch die Kraft fest an die sterbliche Ebene gebunden. Vielleicht könnt ihr Geräte wie diese euch an den Schattenland binden, wenn ihr einmal in Schwierigkeiten gerät. Die Vorsehung wird es entscheiden. Sie ist unser Weg. Vertraut. Okay, irgendetwas mit dem Stein da. Wahrscheinlich, wenn wir tot sind, werden wir wieder da belebt, oder? Irgendetwas in die Richtung. Alter, es sieht so geil aus da. Und da geht es einfach ins Nichts. Was passiert, wenn ich runtergumpe? Wow, geil. Was passiert, wenn ich runtergehe? Soll ich mal probieren runtergumpen? Mal schauen, was passiert. Das machen wir machen das noch. Das machen wir noch. Aber zuerst müssen wir ja mal alles erkunden. Und dann können wir uns irgendwann, glaube ich, mal an eine richtige Questreihe begeben. Weil es hat ja mehrere Orte da. Also wir haben ja Maldraxxus, Bastion, Ardenwald und Revendrith. Und die würde ich eigentlich gerne mal angüchseln. Weil wir müssen ja irgendwie die Richterin wieder zum Leben erwecken. Und mich wundert es einfach, wie wir die wieder zum Leben erwecken. Zum Zählen wieder am rechten Weg weisen. So, hey, genau 69. Das ist doch ein Zeichen. Wir haben genau 69 Plätze in unserem Inventar. Hihi. So. Da innen noch etwas. Aber das sieht nach so einer Transmogration aus und so weiter. Ja voll. Das ist Transmogration, dass wir unser Aussehen ändern. Was ist dieser Basis? Ja, aber das ist Transmogration. ist die So könnten wir, Lebe und zu dir haben wir nochmal ein Lager. Grundgänger. Aber das mache ich jetzt nicht. Und wir haben da, ich möchte meine Ausrüstung transformieren. So könnten wir unser Aussehen an allem, was wir schon mal besessen haben, eigentlich anpassen, dass wir einfach besser aussehen. Aber das macht man erst mit Level 60, finde ich. Dass man dann mit Level 60 auch schön kann aussehen, wie man will, egal was für Rüstung dass man trägt, wenn es einem nicht gefällt, kann man dann natürlich etwas anderes anziehen. So etwa in die Richtung. So, dann haben wir da alles angehüchselt, was man kann angehüchseln. Und dann würde ich sagen, kehrt zur Enklave zurück. Machen wir da. Und dann schauen wir mal weiter, was so vor sich geht. Jetzt ist auch der Bolvar eigentlich da drinnen. So, Questbände! Als sie den Helm zerbrach, Spricht mit Tal Inara. Zitadelle. Ja, das wissen wir, dass der Schleier sich geöffnet hat. Böse Turmspitze erschien. Spricht mit Inara. Sprecht, Könnt ihr uns helfen, Antworten zu finden? Sollte der Einfluss des Schlunds sagt mir, wie sind die Verbündeten aus eurer Welt in die Fänge des Schlunds geraten? Sylvana Schwindläufer hat ihre Agenten ausgesandt, sie zu entführen. Dunkle, geflügelte Kreaturen, die sie in Ketten legten
und durch den zerrissenen Himmel zerrten. Die geflügelten Kyrianer der Bastion geleiten Seelen aus dem Reich der Lebenden in die Schattenlande, aber nicht in Ketten. Und sie sind edel, vom Makel des Schlunds unbefleckt. Okay. In der Tat. Aber das ist der einzige Hinweis, dem der Sterbliche folgen kann. Es ist an uns, den Weg zu öffnen. Ja. Gut. Aufseher Kasher, bringt diesen Sterblichen zum Ring der Übertragung. Benutzt unsere Anima-Reserve, einen Weg zur Bastion zu öffnen. Okay. Bastion ist das da. Aber geehrte Stimme, wir haben so wenig Anima übrig. Sicherlich sollten wir lieber... Kümmert euch darum, Kasher. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. GZ! Ist gerade Level 60 glaub's geworden. Nein, wie ist Level bist du geworden? Ihr seid Oribos. Ich kann sie nicht anklicken, aber es ist Level up geworden. Jetzt müssen wir mit der reden. Ich werde euch begleiten. Kommt, ich zeige euch den Weg. Okay, zeig uns den Weg. Ab in die Bastion. Das wird dann unsere erste Stelle sein, wo wir hingehen. Ah, die sind auch höheres Level drin. Das heisst wahrscheinlich zuerst da, dann da. Und dann da und dann da. Okay. Let's go. Let's go. Leck, bist du langsam. Let's go. Jodlitli, mach mal. Wir müssen vorwärts kommen. Ich will sehen, was das abgeht. Aber das sieht nach der Ring der Übertragung aus. Aber ich begleite ihn jetzt trotzdem nochmal. Voll okay, weil wir müssen da voll kaschen. Aber die haben ja auch keinen Zeitdruck, oder? Das sind verstorbene Seelen, die in Ewigkeit da leben werden. Dann müssen sie sich auch nicht schnell bewegen. So, jetzt labert er wahrscheinlich noch schnell etwas. Dieser Teleporter wird euch zum Ring der Übertragung zurückbringen. Nehmt das Transmog. Let's go. Wow. Außer Kascher. Quest beenden. Öffne das Tor zur Bastion. Traut auf die Vorsehung. Uns Da wird es bleibt dann mehrere wenig Tore geben. Anima. Aber die geehrte Stimme hat eure Mission gesegnet. Also Da vorne mit- verwenden wir, was wir haben. Wir werden eine der Seelenverbindungen als Tor zur Bastion verwenden. Diese Wege wurden lange nicht mehr benutzt. Eure Ankunft wird unerwartet sein. Ja, dann begleit uns doch und hilf uns da ein bisschen Blabla machen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach, bist du langsam. Hallo. Aktiviere das Tor der Bastion. Du bist ja nur ein Flugmeister. Ah, da. Ich habe gerade gemeint, hä, wieso muss ich jetzt einen Flugmeister aktivieren? Hä? Okay. Ah, sie helfen mir. Leck, sieht mir blöd aus mit dem Helm. Das Tor ist offen. Sieht noch geil aus. So, aber zuerst noch mit ihm schwätzen, bevor wir weitergehen. Quest beenden! Euch zu helfen. Und jetzt da hinten. Seid gegrüßt. Reist zur Bastion und fragt nach dem Kiranen des Schlunds. Annehmen, ich bin bereit. Schickt mich zur Bastion. Let's go. Tschu. Das Reittier haben wir sogar schon. Das haben wir sogar schon. Ah, und das ist jetzt so ein Strahl und da vorne werden wir dann über teleportiert. Sehe ich das richtig? Okay, und da hinten wartet es dann schon von uns. Okay. Bastion, 7 Kapitel, die wir noch zum Abschliessen haben. Mal schauen, wie lange wir haben oder was alles auf uns wartet. Endzeitstrom! Oh mein Gott! Aber wir reisen wirklich dann komplett durch. Wir sind wirklich so einem Strom gefangen, der uns da durchschiesst. Das ist Bastion. Wow, mega. Wow, sieht das mega aus da. So hell und friedlich. Oh mein Gott. Ich freue mich jetzt schon. Let's go. Bei der Archon. Der Weg ist frei? Ja, Sally. Die Dürre hält sich Quiz hartnäckig. beenden. Wir müssen Sprecht eine mit Klei. Lösung finden. Clea. Jeder Herausforderung Geht voran, Clea. ebenbürtig. Ich freue mich, euch in der Bastion willkommen zu heißen. Aber ihr gleicht keiner Seele, die ich je gesehen habe.
Ja. Ah, tun sie da normalerweise Seelen schicken, wo Ihr zu, sollt die Kyrianer zu der verstärken. Bastion Es geht. ist unsere heilige Aufgabe, Sterbliche für ihr Urteil vor die Richterin zu bringen. Da gibt es auch eine Richterin, okay. Weil, soweit ich verstanden sind das Es ja ist die ewig verschiedenen... her, seit wir den letzten Neuzugang hatten. Der Begrüßer wird euch mehr erzählen, sobald wir ihn aufwecken. Also, soweit ich verstanden, die Richterin im Oribos hat entschieden, wo an die Seelen gehen. Wir haben da 5 Orte, oder? Und dann sagt sie, du gehörst zu der Bastion, du zu der Maldradugus, du zum Ardewald und du zu Revendit. Und wenn du böse bist, gehst du ab in den Schlund. Und die Richterin existiert ja nicht mehr, darum sind alle Portale eigentlich zu. Und wir sind jetzt die erste Seele seit Äonen, die das erste Mal jetzt durch das Portal durchgehen. Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Und sie meinen jetzt, wir schliessen uns eigentlich denen an. Okay, Quest beenden. Sammelt Anima vom Centurion in der Nähe. Haben wir etwas Anima für den Begrüßer? Nehmt meinen Vorrat. Zenturionen teilen. Was muss ich machen? Ah, da vorne. Okay. Was ist Anima? Das verstehe ich noch nicht. Kein bisschen Anima darf fallen. Okay, okay. Anima gesammelt. Also Anima ist fast leer. Ah, und jetzt muss ich da einfach vor allem ein bisschen Anima sammeln von denen. Okay. Also Anima ist in dem Fall die Kräfte, die hier herrschen, soweit ich das jetzt verstanden habe, mit dem wir auch die Ströme öffnen und allem drum und dran. Meine So. Anima. Für die Wir Bastion. können den Begrüßer aufwecken. So, Quiz beenden! Anima-Reserven jetzt nominal. Initialisiere. Erfahrt mehr über die Kyrianer. Es war mir ein Vergnügen. Ich glaube, es muss sich hier um einen Fehler handeln. Ich habe eine Frage an euch. Ah, und da könnte ich jetzt, was ist Bastion und alles, aber ganz ehrlich, ich glaube, das erfahren wir auch so. Ich bin nicht tot. Ich habe eine Frage an euch. Ich bin nicht tot. Ich komme aus Azeroth. Seid gegrüßt, Bewohner von Azeroth. Wir haben einige Aktivitäten vorbereitet, damit ihr euch an eure neue Existenz gewöhnen könnt. Bitte besucht die Stationen, um mehr zu erfahren. Okay, let's go. Ich muss meine Station vorbereiten. Wir sehen uns dort. Was ist denn das? Das ist eine nördliche Station. Ich muss näher heran. Aspiranten, willkommen zum ersten Schritt auf eurer Reise durch die Bastion. Hallo. Bei eurem Aufenthalt hier lernt ihr die Tugenden der Reinheit, des Mutes, der Demut, der Weisheit und der Loyalität. Okay. Ihr werdet eure sterblichen Makel ablegen, zu einem höheren Wesen werden und unsere heiligste und schwierigste Pflicht erfüllen können. Wir werden euch viel lehren, aber sorgt euch nicht. Es ist eure Reise und ihr wählt selbst, wie schnell ihr vorankommen möchtet. Alles klar. Also wir haben alle Zeit der Welt, wir sind ja eigentlich für sie tot. Und wir lernen da, wie man Weisheit wird, wie man treu wird und so weiter. Also, das klingt schon ziemlich spannend. Dann schauen wir mal nach, was da als nächstes ist. Rein in das Becken. Also, ab ins Becken. Muss ich da besten Traum des Todes ab. Das Durchqueren des Schleiers kann traumatisch sein. Erlaubt uns, euch die erlittenen Schmerzen zu nehmen. Alles wir nicht mehr nach dem komischen Zeug stinken. Was ist das? Sieht kyrianisch aus, aber irgendwie entstellt. Den kennen wir, den wir tötet. Wie seltsam. Okay. Fahrt fort mit dem Lernen. Wir treffen uns beim Begrüßer. Okay, alles klar. Also sie hat ja schon mal gesehen, dass da irgendetwas nicht so ganz stimmt. Darum würde ich jetzt mal sagen, wir schauen jetzt mal noch die restlichen Stationen an. Und dann machen wir und schauen wir mal weiter, was da vor sich geht. Also ich gehe schon mal davon aus, dass wir da jetzt noch ein bisschen etwas zu tun haben. Das sind ja riesige Gebiete da. Das ist jetzt einfach die Anfangsstation, eben um ein bisschen reinkommen, was da genau vor sich geht. Öffnen! Komm, nochmal öffnen. Das nehmen wir doch liebend gerne mit. Was ist das? Eine Substanzanimität ist zu schwach, um allein genügend Energie zu liefern. Wir gehen den Weg gemeinsam. Aber ich glaube, ich muss in dem Fall da rein. Ja, ich muss glaube ich da rein. Nein? Das ist einfach irgendein Sternenboss. Ah, warte. Muss ich da vorne anstehen? Ah, so. Alle Tage
Daten aus eurem früheren Leben werden aufgezeichnet und gesammelt. Das Archiv enthält sämtliche Historien aller unzähligen Welten der Sterblichen, gesehen durch die Augen von Aspiranten wie euch. Okay, also sie haben all unsere Daten gespeichert, was wir das ganze Leben durchgemacht haben. Dann sehen sie, dass wir bitter für alles Mögliche auf dieser Welt gekämpft haben, damit die Welt von Azeroth eigentlich bestehen bleibt. Und dann schauen wir uns jetzt noch die letzte Station an. Die Glocke, ich muss Glocken läuten. Okay. Die Vesperglocken der Bastion sind keine gewöhnlichen Instrumente. Ihre Stimmen beleben den Geist und lassen die bedrückenden Sorgen des einstigen Lebens hervortreten. Okay. Also meine Bedrücken lassen wir los, meine Geister lassen wir los. Also wir lernen eigentlich richtig, wie man eine reine Seele wird, soweit ich das jetzt verstanden. Dass wir einfach eine reine Seele werden. Zu einem neuen Wesen aufsteigen. Quest beenden. Beantworte Kleas Fragen, Antworten. Erzählt Clea, was ihr im Schlund gesehen habt. Die Weisheit der Archon triumphiert. Kyrianer in Diensten des Schlunds sind besorgniserregend. Okay. Was hat das zu bedeuten? Sie spüren wohl, dass ich den Begrüßer aktiviert habe. Warum ist diese Menemes-Einheit aktiv? Wir dürfen keine Anima verschwenden. Lebt wohl. Die neue Seele bringt schlimme Neuigkeiten von Kyrianern im Schlund. Wir müssen die Archon verständigen. Ja, let's go. Ein schweres Schicksal. Aber wenn die Richterin es so entschieden hat, ist das nicht unsere Sache. Das waren nicht Gefangene, sondern ergebene Diener. Das sollte eine Audienz rechtfertigen. Ja. Es gibt nur einen Weg zu einer Audienz mit der Archon. Folgt dem Pfad des Aufstiegs und erweist euch als würdig. Okay, wenn wir das als würdig... Wir müssen das in dem Fall als würdig erweisen. Quiz beenden. Reist mit Clea. Machen wir das doch noch kurz. Ihr kennt den Pfad selbst am besten. Der Blick der Archon möge auf euch ruhen. Okay, also wir müssen uns jetzt wirklich zuerst deren zu eigen machen, dass wir überhaupt vor das hohe Wesen vortreten. Als ob wir... Wir sollten uns aufmachen. So, let's go. Wir müssen dem Pfad folgen. Wow, es sieht einfach geil aus da. Ich freue mich schon richtig. Ich stand kurz vor der letzten Prüfung, als die Dürre eingesetzt hat. Seitdem ist niemand aufgestiegen. Okay, also wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir aufsteigen, um eine Audienz zu bekommen. Alles klar. Für das müssen wir aber dafür. Aber wissen die was? Was genau da vorne auf uns wartet? Oder wie es genau weitergeht hier in der Bastion? Das erfahren wir doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Lasst einen Daumen, einen Like oder was auch immer alles da. Einen Kommentar, wenn ihr sonst irgendetwas wissen oder sagen oder machen und tun. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge und ciao.